Also Umsatzbeteiligung quasi, hat er den Schlüssel der Weisheit gefunden da mit der Umsatzbeteiligung. Wie sieht das bei Ihnen aus? Machen Sie das auch? Heute nicht mehr. Wir haben das mal gemacht, 2010, und haben leider nicht so gute Erfahrungen gemacht. Es gibt verschiedene Problematiken dort. Es gibt teilweise Streit unter den Kellnern in Bezug auf, sagen wir, potenzielle gute Kunden oder auf Wer Zonen. will Tischstoff bedienen? Genau, das löst, ist für den Teamgedanken, glaube ich oder glauben wir, nicht wahnsinnig förderlich. Und dementsprechend haben wir das wieder abgebrochen. Und das ist erst jüngst jetzt wieder aufgekommen. Ich glaube nicht, dass wir das in Zukunft werden umsetzen. Wir sind mit unserem System fahren wir sehr gut. Also das heißt, Ihr System ist ein fixer Lohn für einen Kellner plus Trinkgeld? Ja. Das bleibt so. Und kommt er dann auch wirklich das Trinkgeld über? Oder kommen es alle über? Oder wird das Trinkgeld verteilt? Das ist immer so eine Frage, die viele sich stellen, wenn ich jetzt Trinkgeld gebe. Wer kommt es eigentlich über? Der mich wirklich bedient hat? Oder der Mann oder die Frau? Oder kommt es der Koch über? Oder wer kommt es über? Oder der Besitzer? Vom Grundsatz her kommt es zuerst mal der Kellner über. Wir wollen, dass die Person überkommt, die adressiert ist. Jetzt, der Gast hat meistens schon auch noch die Küche im Hinterkopf. Und das ist aber so ein altes Diktum, dass man im Team das dann verteilt. Das machen alle von sich aus, respektive in diesen Restaurants gibt es Reglementierungen, die sich dort so eingespielt haben und über so viele Jahre immer bewährt haben. Also sprich, er kommt über und gibt immer einen Teil der Küche ab. Gleichzeitig, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass möglicherweise der Service ein bisschen mehr bekommen könnte, haben wir unsere Fixgehälter in der Küche angehoben und im Service haben sie gleich behalten. Da hat es eine Angleichung gegeben.